So. So, also, meine Damen und Herren, seid ihr auch mit Back am Start? Weil eben, Back da, also, es ist doch ein Scheissdreck. Also, ich weiß nicht, was das jetzt war. Wahrscheinlich, ganz ehrlich, wahrscheinlich hat mir YouTube gesperrt. Oder irgendwie der Algorithmus hat gemerkt, dass ich mir als Divertimento-Video einziehe. Und er gerade gesagt, das darfst du nicht machen. Ey, das habe ich also noch nie erlebt, dass ich das nicht hat dürfen. Weil das ist, die Nachricht war so gewesen, du bist Band gekommen wegen, ich weiß nicht genau wegen was. Es hat auf jeden Fall in meinem Stream ein Pfunzel geputzt. Es hat ein Pfunzel geputzt und ich habe Divertimento anscheinend hier im Livestream mir nicht einziehen. Absolute Scheißaktion. Ich weiß nicht, von wo das Ganze gekommen ist, von wo das Ganze gesperrt gekommen ist oder so. Absolute Scheiße. Also wirklich mühsam. Also, das muss man ja wirklich nicht machen. Das ist ja wirklich nicht nötig. Und der Chat, er funktioniert einfach nicht. Ja, man muss losgehen. Das war's komplett, Digga. So. Aber auf jeden Fall danke. Pfunzelt. Es pfunzt auf jeden Fall jetzt schon. Aber immerhin funktioniert es jetzt. Ich würde gerne den Stream gehen, aber muss jetzt arbeiten. Ey, Adrian, schönen Abend, Dude. Du bist auch Koch, oder wie? Auf jeden Fall schönen Abend. Gönn, Digga. So. Ja, leider können wir uns hier den Mege nicht mehr geben, weil den Mege, den gibt es nicht mehr. Können wir uns leider nicht einziehen, aber auf jeden Fall suchen wir jetzt halt andere Videos raus. Also, das ist wirklich ärgerlich, dass das jetzt nicht geht. Also, es war los gewesen. Nochmal für die jetzt gerade frisch in Stream reingekommen sind, das ist nicht gegangen, weil ich mir Divertimento eingezogen habe. Ich habe auf Divertimento reagiert. Und das geht anscheinend nicht. Das ist anscheinend Copyright geschützt und die sperren das direkt. Und direkt gesperrt. Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, ich mache ja nichts Schlimmes mit dem Content. Ich tue nicht verunstalten, ich reagiere nur drauf. Ich mache gar nichts. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall zum Kotzen. Wie findest du Saturday and Sunday? Finde ich interessant. Also finde ich hure sympathische beide. Ja, ich habe hure sympathisch, aber ich habe sie leider noch nie gesehen in Real Life. Aber oh, Gönjamin Basis, 1 Franken, Digga. Merci vielmals für den Franken, Niki. Merci vielmals für die Donation. Kuss geht raus. Das kann man übrigens unten im Chat, wenn das schreibt im Chat unten, kann man so spenden. Ich finde sie hure sympathisch, sehr, sehr nice, aber ist jetzt nicht ganz mit Content, würde ich mal sagen. Genau. So. Jetzt habe ich aber absolut keine Ahnung, was ich mir einziehen für Videos, weil wenn Divertimento ja anscheinend nicht geht, ist es ja komplett ein Müll, Digga. Ja, voilà. Ich suche jetzt, ich habe doch noch irgendein Video gehabt, beziehungsweise etwas im Kopf, das ich mir einziehen will. Nutty Style eventuell. Nutty Style Unturn oder Upturn, ja, das könnte man sich noch einziehen. Ja, komm. Unturn oder Upturn. Das ist immer etwas, auf das man gut reagieren kann. Kennst du den Film Longshot? Guck mal den Trailer an uns. Longshot. So. Also, jalla, jetzt hier umschalten, zack, zack. Sind wir hier? Leider ist da noch gerade Maggie im Hintergrund gewesen. Die wird auf euer Video reagieren, Mann. Das nervt. So. Aber A-Turn oder Upturn mit Mark und Can. Ich bin da wirklich gespannt. Es sind die gleichen Titel. A-Turn, Upturn, dies, das, jenes. Du Kleine! Gut. Gut, jetzt mit anfangen? Nein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin da mit Hallo! Can und mit dem Franziskus. Ich bin ein absoluter Ehrenmann, oder? Also ich bin quasi schon als Ehrenmann geboren. und wir machen heute etwas mega Cooles. Mega cool. Mega also, cool. Mega. Wirklich mega cool. Richtig top, Alter. Ich kann es gerade auch sagen, aber wo ist eigentlich meins? Dein Top? Und zwar ist es ein absolut kopiertes Video von Simon Will, aber egal. Und zwar geht es darum, dass wir Sachen bewerten, ob die unturned sind oder upturned oder eben Also, top Oder Nutty Style. Also wenn ich mal live dabei bin in dem Stream, nicht abkacke, spende ich auch mal 5 lieber
Alles klar, easy, merci vielmals. Sally zusammen, Sally, Chris, McGarrett. Es ist schon lustig, also jetzt ein Kommentar von Niki. Es ist schon lustig, immer zu sehen, wenn der Maelo im Chat sieht, dass er die Donation bekommt und dann 10 Sekunden später eine gefakte Reaction zeigt. Das ist ja nicht so, als ob ich mich gleich freue. Oder? Arschloch, ganz ehrlich. So, perfekte Date von Late Night Berlin ist es auch noch lustig. Oh ja, das könnte man uns auch nicht sein. Aber hoffentlich, vielleicht kommt so eine Band oder so, ich weiß es nicht. Scheiße nochmal. So, Ade, Martin Baumli, ciao. Wieso gehst du jetzt weg? Was mich ernst oder was? So. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel. Und? Warte, wir müssen uns auch mental darauf vorbereiten. Gut, Fischerhütli. Also sollen wir es jetzt so machen, dass ich jetzt das... Let's go! Oh. Das erste ist... Fischerhütli. Also sollen wir es jetzt so machen, dass ich jetzt das bei Männern bewerte oder bei Frauen, oder ist das egal? Allgemein. Allgemein, okay. 3, 2, 1. Ah, top, ganz ehrlich. Fischerhut, top. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ganz ehrlich. Was seid ihr? Ich viele Fischerhut bei mir nicht so. Bei anderen denke ich meistens so, ja, was ist jetzt da los bei euch? Finde ich so ein bisschen... Sieht nicht gut aus, Digga. Aber ich muss einfach lachen. Ich muss lachen. Sieht manchmal schon gut aus bei gewissen Leuten, aber ich muss vor allem lachen. Ja, absturzte Dinge. Ja, nein, schon klar, für euch die gleich, aber lustig gleich durch. Verpiss dich alle. Top. Ich find's auch, ich kann selber das nur gerne so Hütli. Und ich finde, es geht auch härter aus bei Männern. Ein Pony beim Mädchen. Achtung, fertig, los! Kann auf jeden Fall top sein. Ich finde, das kann top sein. Gibt aber vielleicht gewisse Leute, was Flop ist, aber ich sage nicht generell Flop auf keinen Fall. Was sag ich? Top. Ich habe einen Flop. Also, es ist jetzt grundsätzlich so, ich stelle mir da so einen fetten Pony vor, aber ich finde es jetzt... Was ist denn ein fetter Pony? Ja, es gibt so... So dünne und Also ich finde, bei der Mara hat es jetzt besser ausgesehen, weil sie hat nicht so einen fetten Pony hat mit viel Haar. Mhm. Und es kann auch schnell scheiße aussehen, wenn man so weit oben ist. Vielleicht sieht es jetzt auch nicht so nice aus. Also es sieht nicht bei allen gut aus. Ich würde sagen, kurz beim Chat. Ich kann bei allen Sachen eigentlich mitraten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mitraten. 1 im Chat ist top, 0 im Chat ist Flop. Also jetzt bei den ersten Sachen. Ich rate auch, ich sage auch meine Meinung. Und wenn sie sagen, 1 im Chat für Top, 0 im Chat für Flop. Aber Cam, aber du willst mich doch verarschen, das stimmt gar nicht. Cam, aber was Cam, aber? Bin ich zu klein oder was für Cam? wenn es gut aussieht, dann finde ich, sieht es richtig gut aus. Ja, wenn es gut aussieht, dann sieht es gut aus. Ich finde vor allem Ponys schön mit zusammengebundenen. Ah, man sieht den Magen nicht. So, okay, warte. Ja, das ist der Magen. Eigentlich muss man den Magen nicht sehen, ganz ehrlich. Eigentlich muss man den Magen nicht sehen. Komm, zack, machen wir die Kamera so. Haar. Ja, und dann ja, hast du dann okay, noch so den Pony, je nachdem dann so ein Ja, das stimmt, das Dann kann hast du ich einen Dutt oder einen Schwanz. Das finde ich recht nice. Ein Rotschwanz? Wenn sie einen Schwanz hat, ja. Ah ja, kurz, was es gesagt ist, das ist unsere persönliche Meinung, also wir werden niemanden angreifen. Es ist einfach... Ja, aber hier passt meine Cam auch nicht. Ich sehe es gerade, hier passt meine Cam auch gar nicht her. Ich klatsche es einfach ganz unten an. Ganz unten her. Zack, zack. Let's go jetzt mit der Reaction. Unsere persönliche Meinung zu dem, oder? Ja. Genau, also ihr könnt auch eine andere Meinung haben. Genau. Wenn ihr Genau. eine andere habt, ist es einfach halt falsch. Ja. Ein tiefer Ausschnitt. Das hat mich jetzt richtig Wunder bei euch. Tiefer Ausschnitt. 2, 1. Flop. Also ja, Flop. eigentlich müssen wir so... Ja, es kommt darauf an. Es kann gut aussehen, es kann absolut scheiße aussehen. Ganz ehrlich. Aber ich kann... No, Flop, Digga, Flop, ganz ehrlich. Also was findet ihr? Einzelchat. Ah ja, der Arseni, Typhus. Ich fühle es nicht. Ich finde das irgendwie so ein bisschen... Ja, ist nicht, keine Ahnung. Fühle ich nicht so, sieht so ein bisschen bitchmäßig aus, fühle ich nicht. Ganz ehrlich. No in Chat. Eben 1 in Chat, Top, Flop. Ah! Nein, 0 ist Flop. 0 ist Flop. 0 Flop. 1 Top, 0 Flop. Jalla, nächstes. Jetzt in der Flop genommen, weil ich habe das Gefühl, ich stelle mir jetzt so jemanden vor, der richtig offensichtlich einen tiefen Ausschnitt hat, um
so an Männer kommen. Aber das finde ich auch nicht schlimm, irgendwie keine Ahnung. Also weißt, wenn man etwas hat, wo man stolz ist, zum Beispiel wenn man jetzt einen guten Busen hat und auf sehr stolz ist und mit dem möchte beeindrucken, dann kann man das machen. So. Ja, also ich finde es auch so... ich finde, es kommt auch mega darauf an, auf Kleider. Also weißt, es gibt weite Ausschnitte, die ich nicht schön finde. Ja. Und es gibt Kleider, die haben... Ja, Marc, du zeigst ja in der Öffentlichkeit einfach dein riesen Kleid. Oder dein Kleid, du musst einfach auch so ein bisschen gut darstellen. Bist stolz auf das, der läufst schon gegen nackt um, oder? So ein Ding ist das nämlich. Ausschnitt grundsätzlich. Kleid vor allem auch, was ist das? Letztlich, wo bis da runtergehen, wo einfach dann halt so, ich weiss nicht, es sind ja nicht Sideboobs, Ja, doch, eigentlich ist so es nicht Inboobs. Flop. Ja, gut, aber ich darum sage würde ich sagen, so, es kann scheiße sein, also Flop, oder halt top, Ja, und es das ist, ist glaube ich, schwierig. so... Der Can hat immer die grösste Meinung zu haben, ja, kann alles gut sein. Nein. Also ich laufe immer sehr gerne mit so einem richtig weiten Ja, voll. Ausschnitt um. Intim-Piercing. Also, Okay. Intim-Piercing. 2, 1. Flop. muss ich sagen, Flop. Flop 0 im Chat, fühle ich auch nicht. Ich fühle Intim-Piercing nicht. Also ich hätte einfach absolut gar keinen Bock drauf. Und generell, keine Ahnung, ich will mich doch da nicht einheiren, Digga. Was ist denn hier los? Alter? 0 im Chat. Oh ja, da sind alle der gleichen Meinung. Swiss Tendo, Sally. Alle gleichen Meinung, alle im Chat. Eine straight 0 in den Chat. Ich fühle auch nicht Intim-Piercing. Absturz, Digga. persönlich Flop, also mir gefällt es einfach nicht so. Aber Mir also, auch ich finde nicht. es vollkommen, wenn es Leute Also machen, so. ich muss sagen, ich habe noch nie mit einer Frau etwas gehabt, die ein Intim-Piercing hatte. Darum kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen. du kannst ja auch also sagen- jedes Mal. Der Can hat einfach jedes Mal die gleiche Augen. Ja, also, ich weiß es nicht genau, ich habe noch nicht alle Seiten genau beleuchtet haben. Also, bei Männern können sie auch Intim-Piercing sein. Ja, Oder ja. nicht, oder? Ja, aber ich rede jetzt Ah. gerade von einer Frau. So, Okay. Ich weiss nicht, ob ich das bei einer Frau unattraktiv fände, wenn sie das hat, weil ich es noch nie erlebt habe. Aber jetzt so mein erster Gedanke ist eher finde ich das nicht so attraktiv. Also ich finde es natürlicher und... Ja, stimmt. Also Ich natürlich. habe das Gefühl, es könnte auch ein Störfaktor Genau, sein. das irgendwie. ist das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ja. Ich stelle mir das irgendwie störend vor, Ja. gerade beim Geschlechtsakt. Also High-Waist-Hose. 3, 2, 1. Egal, weder noch zwischen 1 0,5, weder noch juckt mich irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Muss nicht, also für eine ganz normale Hose geht genau gleich, also muss nicht irgendwie High Waist, weiss nicht was für Hosen sie drauf geschissen, das ist mir wirklich, ja. Echt, findest du Flop? Flop, ja. Das Okay, finde du ich- zuerst. Gefällt mir einfach nicht. Findest du jetzt Low-Waist besser? Also Tiefe? Echt normal, keine Ahnung. bei mir ist es so Janiki? nicht so wichtig. Mir ist es so egal. ja. Also egal so. Wenn es eine schöne High-Waist-Hose ist, dann finde ich das schön. Und wenn es eine schöne normale Hose ist, dann finde ich es auch schön. Es kommt mega auf die Hose drauf Ja. an. Aber ich habe jetzt bei Sachen, wo mir egal ist, sage ich eher top. Ich finde erstens, es ist für die Figur eher vorteilhaft, weil das halt genau in die Taille geht. Und wenn du jetzt ein bisschen am Bauch Fett hast, dann kannst du das so gut verstecken. Ja. Wie gesagt, Muskeln. Achtung, fertig, los. Top. Ja, wieso Flop? Also Muskeln, ich meine, also nicht so Bodybuilding, Riesentier oder so. Also Muskeln finde ich top, also eins in Chat von mir. Aber ich finde nicht Muskeln Flop. Also die alle Flop, hä? Also ich finde Muskeln okay. Einfach bis zu einem gewissen Grad finden sie auf jeden Fall, aber schon eher generell top. Ich meine, es ist wahrscheinlich in Anführungszeichen meistens ein gesünderer Mensch als jemand komplett ohne Muskeln, habe ich so das Gefühl. Darum eher top. Flop. Alle Flop! Ich finde Muskeln, oder beziehungsweise wenn sie sportlich ist, finde ich das mega cool. Eine Frau darf auf jeden Fall auch Muskeln haben. Ja, sowieso. Aber ich finde, sobald so in das geht, wenn so, also eine Frau darf auch einen leichten Sixpack haben oder so, aber mein Geschmack ist eher, wenn eine Frau nicht jetzt mega rausstechende Muskeln hat, sondern sehr einfach einen natürlichen Ja, genau. Körper, natürlichen. Ich finde, es gibt, ich habe das Gefühl, es ja. gibt so viele Mädchen, die so Sixpack und absolut durchtrainierte Männer mega schön finden. Ich persönlich, ich finde es einfach nicht schön. Vor allem, ich weiß nicht, dann sich so aufpumpen und so richtig... Nein, das finde ich auch nicht. Also so, ich rede ja nicht irgendwie von Adonis-Körper, irgendwie Fitnessmodel hier und da, wo Tim Gabel, ich bin's, Tim, Digga. Fühle ich auch nicht. Also fühle ich auch absolut nicht. Also so die Anabol, Testosteron,
Hotte Säck. Fühle ich nicht. Ich wäre überfordert. Keine Ahnung. Ich finde es auch nicht so Bei Frauen genau gleich. schön. Also auch nicht das komplette Gegenteil. So ein bisschen Muskeln finde ich sicher schön. Aber so, ich stelle mir das so richtig fest vor, wenn du so Adern und alles siehst und so eine richtige Eiskugel da. Nein, einfach nicht. Einen Liebesbrief schreiben oder entwerfen. Oder Also schreiben oder überkommen? eigentlich, ja, machen wir überkommen. Weil schreiben... Das ist das Gleiche eigentlich. Ja, eben, ein Liebesbrief. 3, 2, 1, top, die Wette. Ich bin mir eben nicht sicher, wahrscheinlich schon eher top. Also das kannst du natürlich auch gestalten, wie du willst. Ein Liebesbrief, es kann top sein, es kann flop sein, es kommt darauf an, wie du schreibst. Wenn du Goethe bist, ist natürlich top. Wenn du Marc Galaxy ist natürlich absolut flop. Aber mir ist es richtig top. Ich finde das so etwas Herziges und Persönliches und ich habe das Gefühl, das macht auch nicht jeder und das machst du doch nur jemand, den du wirklich gerne hast. Genau, da zeigst du doch einfach Zuneigung zu einer Person Ja. und so mehr. Jeder kennt doch das Gefühl, so, man bekommt einen Brief und Ja. das ist einfach, ein Brief bekommen ist einfach cooler als ein Ja. SMS bekommen. Heute kommst du Ein eine Brief Rechnung über. Eifersucht. 3, 2, 1. Flop, kompletter Flop. Eifersucht. Ja, das ist ja Flop hoch. Das muss ja Flop sein. Eifersucht ist kompletter Flop. Also 0 im Chat für mich. Eifersucht, ja, ich meine... Also ja, das ja die meisten Leute haben das Gefühl, dass das eigentlich nicht sollte sein. Gewisse Leute haben gleich Eifersucht, auch wenn sie es vielleicht nicht wie haben oder so. Aber ich finde eher Flop auf jeden Fall, ja. Ja. 1000. Es kommt darauf an. Es gibt auch viele Leute, die das wie so ein bisschen, also weißt jetzt nicht in mega Übermaß, aber so ein bisschen, die dann sagen, ja, das heisst, er bedeutet mir etwas. Ja, aber ganz ehrlich, Vertrauen ist doch wichtiger. Ja, finde ich auch. Also weißt Ich finde, es braucht nicht unbedingt Eifersucht in der Beziehung. Also klar, ich kann es verstehen. Also ich kann verstehen, wieso man findet, Eifersucht kann etwas schön sein in einem gewissen Maß, aber ich finde, eine gute Beziehung Genau. hat keine Eifersucht, Ja. kein... Weil Vertrauen einfach auch viel Ja. wichtiger Einfach ist. das Vertrauen ist da, du vertraust jemandem, Ja. er vertraut dir. Außer du und dann- vertraust dieser anderen Person nicht. Also weißt du, was ich meine? Wenn jetzt deine Freundin mit jemandem in den Ausgang geht, Ja, vertraust du aber, ihr, aber wenn, vertraust du du, dir ja, du, ja, aber stimmt. wenn du deiner Freundin vertraust und der anderen Person Bomeli, ja, könnten wir das sonst machen, auf jeden Fall, ja. Nö, also weißt du, was ich meine? Wenn jetzt deine Freundin mit jemandem in den Ausgang geht, ja, vertraust du ihr, aber wenn vertraust du dir- ja, ja, aber wenn du deiner Freundin vertraust und der anderen Person nicht, also wenn du Ja. dann das Gefühl hast, oh nein, da könnte gleich etwas passieren, dann Ja. vertraust du deiner Es Freundin braucht immer nicht. zwei, es stimmt Dann schon. Ja. vertraust du deiner Freundin nicht, dass sie sich abgrenzen würde, dass sie das Ja. nicht will. Für alle Mädchen und für alle Jungs, merkt euch eins, Eifersucht, ihr müsst euch jedes Mal, wenn ihr eifersüchtig sind, müsst ihr einfach sagen, die Person ist mit euch zusammen, weil sie euch will. Ja. Und wenn jetzt irgendetwas passiert, dann ist sie es einfach nicht wert. Ja. Ja. Fertig. Das nächste ist ein Das ist schon- Sidecut. Sidecut. Achtung, fertig. Top, kann man machen, oder? Dann muss ich wieder das mit. Ey! Was ist da los? Ich habe einfach, oder? Den klassischen Sidecut. Seiten auf 0, Digga. Wieso nicht? Ding zeigen. Schon. Es ist mega typabhängig. Mega. Ich kenne zum Beispiel eine, Selin, falls du das gerade schaust. Die hat früher eine Sidecut gehabt. Aha, von Frauen, ja, dort, ja, wieso nicht? Ja, dort kann es Absturz sein oder gut sein, es kann beides sein, ja, da bin ich auch so in der Mitte. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich würde schon eher sagen... Aha, aber das ist ja nur so wie Skrillex oder was? So eine Sidecut oder was? Dann ist es Absturz. Ob im Mann, also dann ist es Absturz bei egal wem. Aber wenn es auf beiden Seiten ist, ja, ich weiß doch auch nicht. Ja, keine Ahnung. Fühle ich bevor halt nicht so. Von mir haben mega gut ausgesehen, finde ich. Aber ich finde, es gibt auch solche, die gar nicht gut aussehen. Darum Ja. muss ich wieder das mit und dir Ja. sagen. Ich finde es einfach nicht so schön, es ist voll nicht meins. Das nächste ist kurze Haare bei Frauen. 3, 2, 1. Ist jetzt schwierig. Das ist wieder genau das Ah Gleiche. ja, es stimmt schon. Top und Flop, also so ein bisschen in der Mitte, also auf kurze Haare, kommt natürlich auch immer auf den Typ drauf an, aber ich würde sagen, kann man machen, manchmal sieht es sehr gut aus, manchmal nicht. Also auf jeden Fall kurze Haare kann man machen, lange Haare kann man genauso machen, genau. Es gibt auch schöne Frauen mit kurzen Haaren. Ich finde, das ist wieder genau das Aber Gleiche. ich selber würde mir jetzt nicht kurze Haare machen, so habe ich so, darum ist es bei mir Flop. Also ich muss Das würde sagen, nicht zu mir passen. ich glaube, mein Geschmack ist eher lange Haare. Es gibt auch Frauen, die mit Kurzhaarfrisuren mega gut aussehen. Ja, So. genau so ist es. Darum wieder das Mittelding einfach. Lange Fingernägel. 3, 2, 1. Flop! Ah, Top.
Finde ich Flop. Flop. Ich finde Mittel. Ich fühle nicht. So lange Fingernagel, wenn man so auf der... Oder wenn man so auf dem Handy, wenn es so auf dem Handy ist, dann hören wir so. Das da, hier, das da. Ey, das dreht nicht. Also komplett, das ist nur, wenn ich jemanden so im Zoo sehe oder so. Lange Fingernagel, auf jeden Fall kompletter Flop. Das fühle ich nicht, aber maximal überhaupt gar nicht. Oder so die künstlichen Fingernägel. Oh mein Gott, da bin ich komplett raus, Digga. So grundsätzlich finde ich lange Nägel so können so mega unpflegt wirken. Außer das sind so Schälnägel, dann finde ich bei zu langen Schälnägeln denke ich mir so, Bro, du kannst ja nichts mehr machen. Aber so je nachdem finde ich, Nägel können gut aussehen. Ja. Macht ihn. Ja. Ich muss sagen, ich finde es Flop, weil ich es eigentlich nicht so schön finde. Das nächste ist ein Bart. Komm, wir rennen. 2, 2, 1. Ja, top. Also, top oder hier? Mein Bart. Ist gut, oder? Ist top, oder? Ja, ich habe wahrscheinlich einen Bart, wenn ich 90-jährig bin. Das ist so ein Ding. Also, nee, aber finde ich top. Kann jeder machen, wie er will. Wenn er den Bart hat, nicht so wie ich, Alter, ganz ehrlich. Also, hey, tschüss. Ja. Das, was ich habe, kann man auch nicht Bart nennen. Das nennt man Pubertätsstoppeln. Ich kenne jemanden, meine Kollegin, die hat einen Freund, der einen Bart hat, und sie hat zum Beispiel erzählt, wenn sie den küsst, also lang küsst, dann hat sie nachher alles rot. Und ich finde jetzt auch sonst nicht so attraktiv, vor allem lange Bärte. Was für ein Argument, ganz ehrlich. Es gibt Männer, die 3 Tage Bart schön finden, was schön aussieht, aber ich selber finde es jetzt, ist jetzt nicht so antörnend für mich. So. Easy. Ich finde, es gibt Leute, die sehen nicer aus mit Bart. Ich finde, es gibt Leute, die sehen nicer aus ohne Bart. Aber ich finde so gegen... Ich bin einer, ganz ehrlich, sag mal ganz ehrlich, ich bin einer der Typ ohne Bart, oder? Könnt ihr mir vorstellen mit Bart? Passt nicht so, oder? Also nicht dass ich jetzt einfach das Gefühl habe, will ich keinen Bart haben, aber... Doch, das habe ich. Nice, stylischer Bart spricht für mich nicht. Voll. Drum, Top. Rauchen. Ganz klar, zwei, komplett eins. Flop, Finde ich absolut hässlich. Absturz. Finde ich richtig grusig. Stinkt, ist teuer, macht die Zähne kaputt. Ja. ja. Hat Die stinkt, die Steuer macht Zähne kaputt. Und zum Beispiel, dass man Lungenkrebs kann bekommen kann, das juckt nicht, das ist egal. Nein, aber 0, absolut gar nichts. Es ist komplett Absturz. jetzt nicht wirklich etwas Hat halt für mich keinen einzigen Vorteil. Wirklich nur Nachteil. Nur Nachteil. Ja. Ah, das war das letzte gewesen. Top! Ja, gut, top. Zum Glück ist jetzt das Video schon fertig, weil ich ja schon mal absolut gar keinen Bock mehr hatte auf das Video. Nein, Spaß beiseite, auf jeden Fall, Like ist da. Abonniert Nati, checkt Nati aus. Unturn oder Upturn, von mir einfach top oder flop, alle, ganz ehrlich. So, also. Danke vielmals, seid ihr so im Chat aktiv gewesen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich gehe jetzt seht ihr euch hier im Chat, ich gehe nämlich jetzt schnell auf das WC, ich muss maximal pissen, ich muss Huren schiffen. Dieses Video kann ich mir auch noch nicht sehen. Was war das für ein Video gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Was war es? Was hat er für ein Video gemacht? Aber ich muss jetzt absolut schiffen und das TikTok, oh. TikTok, da könnten wir auch noch kurz einen Real Talk drüber machen. TikTok, absolut. Ich sage noch nicht drüber. Ich gehe jetzt schnell schiffen, mir etwas zu trinken holen, hier das Nutella-Glas und dann komme ich gerade wieder back. Zur zwischenzeitlichen Unterhaltung schaut ihr euch mal etwas ein, und zwar, ich weiß noch nicht genau was, aber einfach, weil ich jetzt Angst habe, für jedes scheiß Band zu kommen, hole ich euch jetzt einfach mal einen Privatchat-Podcast an, für ein paar Sekunden nur. Ich hoffe, dass ihr den gleich habt und ich hoffe, dass ihr den auch hört, den Privatchat-Podcast, beste Podcast. Ich bin in einer Minute spätestens wieder zurück am Stissel. Wenn ihr Probleme habt, kommt Privatchat. Muss schnell mein Handy noch nehmen, genau. Wenn ihr Probleme habt, kommt Privatchat. Und damit, meine Damen und Herren, wunderschönen guten Tag wünschen wir euch erstmal und wunderschöne gute Begrüßung ist das jetzt so gewesen zu einer neuen Folge vom Privatchat-Podcast. Mein Name ist Mael Romani, an meiner Seite ist der Marc Scheiwiller an der Kasse 7. Wie geht's dir heute? Ja, guten Abend. Mir geht's eigentlich gut.
Dieser? Aha, mir geht's auch gut, ja. Mir geht's auch sehr, sehr gut, ja. Das ist Aber gut. seit wann tönst du so eigentlich? Ja, seit neuestem einfach. Ich weiß auch nicht. Seit ich das mag. Wow. Super! Fantastisch sie jetzt. Also unglaublich, was ihr Das ist da auf wirklich- die Beine gestellt habt. Wir haben schnell gedacht, wir müssen Comedy nochmal revolutionieren. Ja, das wären der Adrian Vogt und der Gian-Maria Finger gewesen. Beide YouTube-Kollegen. Ich bin darum gerade bei Madi daheim am Aufnehmen. Darum, es tut mir leid. Also ja, hier jetzt nochmal Kasse 7. Marc Scheiwiller ist schon am Start. Ja, sorry für den kleinen Joke am Anfang, aber der hätte einfach müssen sein. Ja, das war völlig Absturz. Aber sie sitzen im Podcast auch mit dabei, oder wie ist es das? Nein, die sind jetzt echt da im Hintergrund. Aha, die sind nicht am Schlag. Was machen sie? Miteinander spielen etwas oder umeinander Ja. rumspielen? Die sind aneinander rumspielen, ja. Okay, ja, das freut mich in dem Fall. Ja. Ja, gut. Nein, Versprecher. Was ich aber sagen, ich bin eben bei Ihnen, wo morgen fahre ich nämlich eben mit diesen beiden auf Köln. Und das wird nice. Wir gehen nämlich an einen Auftritt von Tina Umbricht. Ah ja, genau, das hast du erzählt, aber nicht so verstanden, ja, wieso dein Internet absolut scheiße ist. Das ist, weil du im Basel-Landgebiet bist. Hey, was ist das Internet scheiße? Also ich verstehe nicht einfach irgendwie schlechter als sonst, ja. Ah, das liegt So. sicher am. Ah, das ist im Aufnahme. Ist die Kamera noch am Laufen? Ja, die läuft noch. Let's go. Aber sehr, sehr verstehst geil. du mich genug, dass wir das Nachricht normales Gespräch zurückgezogen. führen? Oh Ich shit. verstand Ich bin's, der Jamie. Yo, Jamie, was geht ab? Ich weiß gar nicht, wer du bist. Der andere braucht aber lang für Die seine... ganze Zeit irgendetwas am Umweltdingseln. Was ist Adi? Ey, ja, Wir Hure. schauen, Ja, was fast läuft technisch, Digga. Ja, moin, im Hintergrund läuft noch der Podcast und ich schnurre. Ich habe aber den ein oder anderen Liter... Nein, Spaß, nicht so viel. Ja, also doch, einfach normal, oder? Und Wasser noch nachgefüllt. Wieso ist es eigentlich so... Hier, das da. Wieso ist es so am Legen? Komisch. Egal. Kennst du mich nicht mehr, Jamie Chef? Ey. Doch, schon auf jeden Fall. Gehört es noch im Kopf irgendwie. So. Habt ihr eigentlich den neuen Tesla Cybertruck gesehen? Den Tesla Cybertruck, wie findet ihr den? Habt ihr den schon gesehen? Den neuen Tesla? Wie findet ihr den? Geil oder scheiße? Es gibt eigentlich nur die zwei Meinungen von dem Auto. Hure geil oder hure scheiße? Ich finde ihn nicht geil. Nicht so geil. Finde den Jamie. So. Finde noch geil. Räufer legen, dann kannst du ihn als Skatepark brauchen. Ja, genau, ja. Ein bisschen über die Kante grinden, ja, Hure. Das kann man auf jeden Fall reimen. Oh mein Gott, da ist da gerade das Video online gekommen vom InScope. Da habe ich aber selber gerade Bock drauf auf das Video. Die Nacht. Die Kamera müssen wir so ein bisschen hierher schieben. Oder so ein bisschen auf die Seite mal. Probieren wir mal. Folgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Ist die Bitch erstmal bei Latzo im Apartment, geht es zack zack. geeignet. Als ob ich das reinschneide. Guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend. Ja, wie geht's euch an diesem Tag? Heute wird es Zeit, ihr habt es schon lange nicht mehr gesehen, ein Video mit der Crew. Wie geht es euch? Es interessiert mich nicht. Heute Es interessiert mich auch nicht. werden wir eine kurze Episode Raymond drehen, wie ihr es beim letzten Mal gesehen habt. Wir werden reimen, ihr werdet zuhören, ihr werdet euch abcringen, wir werden euch abwechseln. Ich gebe euch eine Line vor und ihr müsst im Prinzip einen Reim drauf finden. Habt ihr das verstanden? Ja. Peter ist ein Gegner, der ist mit allen Wassern gewaschen. Ich laufe durch den Part mit jede Menge Gage. Und auf meinem Merch habe ich eine ordentliche Marge. Ja, Marge auf Gage. Kann man Doch, ist nicht schlechter Rhyme. Ich kann überhaupt nicht Rhyme. Ich probiere auch mal so ein paar Rhymes aus jetzt hustlen, aus jetzt grinden, Alter. Jetzt kommt machen. Auf jeden Fall, ja. Gebe ich dir ganz klar recht, hast du wirklich gut gemacht. Ich trinke heute Abend, bis ich kein Licht mehr sehe. Denn ich bin da und ich stehe und flehe. Ja, das ist scheiße. Ich kann's nicht. Ich sehe, flehe. Jungs, seid ihr bereit für die nächste Linie? Okay, Wenn ich let's go. schlendere durch den Park, Wenn ich schlender durch den Park, kommt von hinten einfach so der Mark. Bester Rhyme. habe ich jede Menge ganz entdeckt. Oh nee. Und InScopes Line, wissen wir alle, sind ganz schön wack. Da wird geschossen gegen mich, auf jeden Fall, darauf checke ich sehr. Ich bin so wütend, ich schmeiß mein Handy aus dem Fenster. Aus dem Fenster.
Ich bin so wütend, werf mein Handy aus dem Fenster. Dann rufe ich wohl den Klempner. Das ist absolut kein Reim, das ist doch zum Kotzen. Ich kann das absolut überhaupt nicht. Denn ich weiß es ganz genau. Bin ich im Park, heißt es wieder, was geht ab, du Gangster? Alles klar, Digga! Er ist gleich wie ich. Er ist gleich wie ich. Der Peter ist der gleiche wie ich. Er checkt einfach rein gar nichts. Ehrenmann. Einer fake, einer real. Doch beide unterwegs mit einer Cap. Mit einer Cap, einer fake, einer real, beide unterwegs mit einer Cap. So. Ich finde nichts, ich bin einfach zu blöd, ich finde einfach nichts. Pack mein Handy raus und snap. Was ist das? Ich bin Allmann, also ziehe ich meine Socken bis zu den Knien. Ich bin Allmann, also stecke ich meine Socken bis zu den Knien. Ich habe es nicht verstanden außer der Rhyme. Bis zu den Knien, weil ich spliff den Lean. Sehe ich dein Gesicht, muss ich nur fliehen. Also, so essbar. Die Day-Date ist jetzt nicht mehr nötig. Mit jede Menge Swag stepp ich über die Plantage. Denn von mir, denn ich, dort muss ich noch eine Scheiße. Ich hab wirklich gar nichts. Bin Albaner. Man sieht mich wie immer auf der Montage. Ja, etwas mit Montage. Ich bekomme mein 13. Gehalt und buche einen Sommerurlaub. Ich bekomme mein 13. Gehalt und buche einen Sommerurlaub. Einfach nur für den, der es glaubt. Weil ich absolut kein Geld bin broke. So, das ist wahrscheinlich der Beste, was ich gemacht habe bis jetzt. Ich hätte kotzen. Bitte zeigt das Video niemandem. Haue die Lines und bin nur auf... Ich sag's dir auch. Ich bin der King und ich reime auf Back-to-Back. Finger Richtung Monaco, ich zähle das Kartendeck. Ich brauche sein Geld nicht, ich habe höchstwahrscheinlich mehr. Ich kaufe eine Uhr und fahre zum Markt Gebauer. Gebauer. Ich kaufe eine Uhr und fahre zum Markt Gebauer, denn ich habe mehr Cash als der... denn ich habe mehr Cash als der Bergbauer. Wenn ich merke, der Swag kommt wieder aus der Schneemauer. Hey, sei doch ehrlich, das war doch ein guter Reim. Braune oder blaue Augen, es juckt mich nicht am Sack. Blaue oder braune Augen, es juckt mich nicht am Sack. Denn mit den Augen hat man das Doppelpack. Oder Sackpack. Kann man machen und mit der Augen haben wir nicht, ja, eben sind das. Ist die Bitch erstmal bei Latzo im Apartment, geht es zack zack. Ich habe 2 Bitches mit nach Hause genommen. Beide Bitches nicht gegeben, das heißt, ich falle heute Abend als elendiger Wichser aus. Ich mach die Flaschen auf im Club. Ich mach die Flaschen auf im Club. Oh mein Gott, ich finde auch Minute. Was hat ein Club auf Club? Hinter da Reim. Ein Reim auf Club. Ein Reim auf Club. Was ist das? Mit nach Hause genommen. Beide Bitches nicht gegeben, das heißt, ich falle heute Abend als elendiger Wichser aus. Ich mach die Flaschen auf im Club. Ich mach die Flaschen auf im Club. Denn du gehörst zu meinem Trupp. Doch, die Zahlen stehen im Buch. So, ich gehe. Danke für deine Zeit. Gehe heute Abend raus zu einer Bitch. Hoffentlich ist sie keine Snitch. Yes!
schau dich an und denk mir, was willst du Snitch? Okay, jetzt mach ich Der genau gleiche. Auf was zur Donnerwelle war das gerade? Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr Bock habt, dass wir demnächst mal wieder ein Video mit der Crew drehen, nur ohne dass ich dabei bin, dann lasst jetzt gerne den Daumen im linken oberen Ohrenloch expandieren. Und falls ihr den Channel jetzt gerade abonniert habt, mein Beileid. Das tut gut, das tut doch gut, das. Ja. Wahrscheinlich tut mir Lean spliffen. Ey, ich hab absolut keine Ahnung. Drogen, da bin ich raus, alle. Wirklich völlig lost. Bin ich da wirklich lost gewesen? Lean spliffen. Was ist spliffen? Oder ganz, ich weiß nicht mehr, was spliffen ist. Halt. Was tun wir spliffen? Was ist spliffen? Bitte erklär mir das. So, also meine Damen und Herren, ich bin jetzt auch mehr ein bisschen aktiver da. Ich bin gerade ein bisschen am Einschlafen gewesen, am Entspannen gewesen, So, also, was... Oh, die Loredana verpackt aus Weihnachtsbaum. Oh Mann, das ist ein kurzes Video. Ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was das jetzt von einer Cringe wird. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Stefan, Jungs, kommen wir mal schnell. Ist es möglich, jetzt verpackst du mir ja gerade den Christbaum, ist es möglich, dass du meine Frau auch gerade schnell verpackst? Ja, das ist kein Problem. Okay. Hast nachher Ruhe bis zur Weihnachten. Perfekt, Express. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Thy leaves are so Oh, jetzt. Man sieht es nicht, Alter, bin ich so dumm. Ich bin so ein dummer Sieg, ich bin so ein... Ich bin so ein Dumbo, Alter. Das ist mein erstes Weihnachtsgeschenk, ist schon mal verpackt. Besten Dank, dann können wir Sie in diesem Fall einladen. Ja, gut. Absolut Lust. Ich habe gedacht, es wäre Ezra. Ich habe gedacht, es wäre Ezra. Was? Was? Sag mal. Du Schwugli. Hey Sentinel, ganz ehrlich, was soll das? Musst du mich hier anfühlen oder wie? Einen durchziehen. Probier doch mal mehr Silbrig zu reimen, Maelo. Sief Maul. Du traust mir da zu viel zu. Du traust mir wirklich zu viel zu. Viel zu viel traust mir dazu. Kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht. Kann ich wirklich nämlich gar nicht. Mann, dass ich keine Divertimento einziehen kann, das nervt da. Ey. Also nervt ja wirklich maximal. Scheißdreck, ey. So, ich habe jetzt noch Zeit. Ich habe gerade noch Zeit, für kurz über TikTok zu reden. Kann man eigentlich bei TikTok einfach so... Spliff ist umgangssprachlich für Kiff. Aha. Extra. Was extra? Ich fühle dich hier an. Ja, du fühlst mich also komplett an. Was ist denn da los? Extra. Was meinst du mit extra? Extra. Ich bin völlig lost. Make your day. TikTok. TikTok, was für eine Plattform kann man da eigentlich auch so entdecken? Kann man da sich Sachen jetzt ohne angemeldet sein? Wo kann man jetzt hier suchen, dass jetzt zum Beispiel Schweizer TikTok sind? Schweizer. Kann man das suchen irgendwie? Gibt es irgendwie so eine Suchfunktion bei TikTok? Oder gibt es das nicht? Kann man irgendwie nach einem Hashtag suchen oder so? Gibt es da nichts? Ey, ich bin komplett los bei TikTok. Kann man da nach nichts suchen? Kindersachen, nichts. Kann man nicht? Ey, TikTok.
Infos zu TikTok angesagt. Zack, TikTok. Nein, ich weiß nicht. Ich finde nichts. Ich finde absolut nichts. Auf jeden Fall TikTok. Ich klicke jetzt einfach mal das TikTok an. Mit. Hier, das da hier, 3 Millionen Views. Doesn't cry. A princess doesn't cry. Burning like a fire, feel it all inside. But wipe your teary eyes. 'Cause for doesn't cry. Also was ist jetzt das jetzt zum Beispiel gewesen? Also ich verstehe es schon. Also so, wow, was ist denn das gewesen? Aber das ist ja komplett da, das ist ja wirklich nicht gut. Ja, 3 Millionen Views hat das Video. 3,6 Millionen Views. A rich nigga, 8-figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. 8-inch big, ooh, that's the pipe. That bitch, I'ma run a dick all night. A rich nigga, 8-figure, that's my type. Hey, ich bin wirklich, also TikTok ist wirklich eine Sache für sich. Ich komme wirklich nicht draus. Ich habe jetzt das Video so von Madi gesehen und so und ich fühle TikTok wirklich 0,0%. Ich weiß schon, dass das vielleicht die jungen Leute oder so gerne haben, aber sich so von dem Scheiß zu berieseln, ich fühle es überhaupt nicht. Finde ich wirklich komplett Absturz TikTok. Also wirklich, es gibt ja jetzt zum Beispiel auch, kann man jetzt hier Sarah Leutenegger. Es gibt jetzt so Schweizer, die da sind. Ja. TikTok. So. Schnell mal suchen. Ey, Mann. Hier. Sarah Leutenegger, TikTok. Jetzt zum Beispiel 6K, 7K. Das hat jetzt alles nicht so viel Aufrufe, aber hier, also auf jeden Fall ein Video mit irgendwie Millionen von Aufrufen. Also ich weiß auch nicht wieso, aber manchmal die gewisse Videos viral gegangen oder nicht. Wo ist jetzt der Scheiß? 200'000, 200'000. Das Video da hier, 200'000 gefällt mir Angaben. 200'000. Das sind gefällt mir Angaben. 200'000 Likes. Das bekommt man nie auf meinem YouTube-Video einfach so. Und ich verstehe es ja wirklich nicht. Das ist wirklich komplett ohne Inhalt und nichts. Also es ist ja wirklich nichts. Unser guter Kollege und Fellow YouTuber, der Adito Dor, hat ja auch TikTok. Aber wieso finde ich das nicht? Ich hätte das echt verlinkt auf seinem Video. Ich hoffe es jetzt einmal. Mein letztes Video, Twitter, Tag. Er hat es nicht verlinkt, ganz ehrlich. Nee, also ganz eben ja. Auf jeden Fall, TikTok. TikTok ist auf jeden Fall eine Plattform, die ich überhaupt nicht verstehe, die ich irgendwie auch nicht verstehe, so mäßig. Okay, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht in der Zielgruppe von TikTok, vom Alter her, okay, auf jeden Fall nicht, aber ich verstehe die Plattform einfach nicht. Das ist ja wirklich, fast jedes Video hat absolut keinen Inhalt und ist nichtssagend. Ciao, ciao, Jamie, wünsche noch einen schönen Abend. Nadja dort TikTok, ja, ich weiß schon. Und ich finde die Plattform einfach irgendwie nicht gut. Ich fühle das nicht, ich finde es komisch und es hat so wenig Inhalt und so. Die 10 Sekunden finde ich auch irgendwie nicht so cool. Keine Ahnung. Man muss ja nicht alles gerne haben, man muss ja wirklich nicht alles gerne haben, man muss nicht alles irgendwie rechtfertigen oder so, dass das hier gut ist oder da gut ist. Ich fühle die Plattform einfach nicht und ich finde es einfach komisch. Vielleicht mache ich noch mal ein Video darüber, dass ich es so komisch finde und dass ich es nicht verstanden oder noch mal ein bisschen mir drin einlesen oder so. Es ist irgendwie wirklich ja kein Inhalt, du hockst einfach her und machst irgendetwas. Ist wirklich komisch. Das sind Audio-Technica ATH M50. Irgendetwas so hier. ATH M50X. Sind das. Audio-Technica. Sind das genau. FZ.
kannst du bitte mal ein TikTok machen? Bitte, ey, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mache ich niemals ein TikTok. Es tut mir schrecklich leid. Ich hätte mal vielleicht darauf reagieren oder so, vielleicht mache ich das mal, aber... Sorry Luana, ich fühle TikTok maximal gar nicht. Und ja, keine Ahnung. Chaos Lars 45, Michel, ich grüße dich, ich küsse deine Augen. Was? So, ja, auf jeden Fall. Ja, sorry Luana, also das ist einfach nicht so mein Ding. Also ich würde jetzt sagen, es gibt schon 2 Zwillinge mit TikTok und mal reich geworden aus gesamt YouTube-Schweiz. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Wie hießen die schon nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Lisa und Lena, die sind ja wirklich. Longshot Trail habe ich noch nicht reagiert, aber ich muss jetzt leider gehen. Ich am halb gesehen, höre ich auf mit Streamen und es ist schon 31. Ich muss leider schon aufhören. Losa und Lena, alles klar. Zum Glück kennst du die so gut, Losa und Lena, ich kenne die auch nicht. Nein, aber ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Es tut mir leid, haben wir jetzt nicht auf die Vertimento so gut können reagieren. Es war wirklich scheiße oder mühsam gewesen, dass wir das jetzt nicht machen können. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Danke vielmals, dass ihr alle am Start waren. Ich küsse eure Augen und ja, vielleicht bin ich dann schon noch mal die Woche spontan oder so live gesessen noch, bin mir noch nicht sicher. Und auf jeden Fall, ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Ciao zusammen. Guten Abend.